irgendwie, das kann ich nicht verstehen. Also, es gibt halt so Sachen, die sind einfach schwierig, dass ich sie kann verstehen. An ein Thema, was dazu gehört, das ist das sogenannte Thema von der Dreieinigkeit an der Bibel. Das Wort Dreieinigkeit kommt nicht an der Bibel viel. Wie Gott präsentiert sich an der Bibel als ein dreieiniger Gott, Gott der Pap, der Jung, der Jesus Christus und den Heiligen Geist. Zum Beispiel steht am Neuen Testament der plötzlich Jean 10, Vers 30, ich und der Pap sind eint. Wie ist das möglich, dass eine Person oder ein Gott sich dann an drei Personen offenbart, mit trotzdem immer dieselbe ist? Es gibt menschliche Beispiele, mit denen das kann vergleichen, zum Beispiel Thema Wasser. Wasser kann am Dampf sein, Wasser kann vereist sein, Wasser kann flüssig sein und bleibt immer Wasser. Der Tisch gibt Beispiele, die uns vielleicht ein bisschen erklären, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Und trotzdem bleiben wir limitiert, weil Gott ist Gott und lässt sich nicht an menschliche Logik und Erklärungen rankommen. Mit Fakt ist, die Bibel präsentiert Gott als ein dreieiniger Gott, als Gott der Pap, der Junge Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und der Jesus sagt, ich und der Pap sind eint.